Gute Meisola. John Peters hier met gedanken uit Gottes woord. We zijn vandaag in Matteaus kapitel 11. We vangen een nieuw kapitel aan. Dus je weet, we gaan door Matteaus en we zijn hier bij Matteaus kapitel 11. En also in Matteaus kapitel 10 heeft Jezus veel gezegd. Een grote leer te zien 12 jaar wat hij uitchecken deed, om bij zich eerst uitdrijven, mensen huilen, over nummer 1, het evangelium wieder verkennen. En wat bedoelt het woord evangelium? Het Engelse woord dat is gospel. En dat is hetzelfde woord wat we gebruiken, dat evangelium. Weet je wat dat bedoelt? Dat bedoelt einfach goede nieuwigheid. Viele predikers en zo wieder, viele mensen wat geloven ze doen Gott zijn werk, die brengen bloß einmal slechte nieuwigheden. Die brengen bloß verdammnis. Immer waren bloß über Sinn predigen en wo slecht mensen zijn en wo we eten zijn. Dat is niet het evangelium. Het evangelium wordt bedoelt goede nieuwigheden. En wat is de goede nieuwigheden? Wat ze jongen zeggen, dat Königreich komt. Onze goede nieuwigheden, wat we wieder dran, dat is dat Königreich is gekomen. Jezus is gekomen, hij is gestorben, hij is opgestaan, hij zat beim himmlische Vader, wie de rechterhand Gottes, hij heeft verbeid voor mij en die, hij is ons afgekocht. Ons abogado, ons lawyer, hij heeft aanstaan voor mij en die. En ze niet durven niet meer perfect zijn. We durven niet volkomen zijn, we durven bloß zijn kinderen zijn. Dat is het evangelium, dat is de goede nieuwigheden. En dat is wat ze dan wieder doen. En zo veel dingen wat hij hen te bevelen deed, wat hij hen verordert juist, zo wieder. Wanneer ze het niet willen, niet te blijven, goed wieder. Goed niet wat het wel. Dan weet je wat, het evangelium is immer vrijwillig. En dat wordt immer vrijwillig zijn. Er is keiner wat im Himmel moet zijn. Maar du kan im Himmel zijn. Dus keiner wat moet een Christ zijn. Du kan een Christ zijn. Dat is het evangelium in vriend. Er is nog een vers wat ik wil opheven. En Matteaus kapitel 10 vers 41. Dus zegt Jezus, wanneer je een profeet aanneemt, dan krijg je den zijn beloning. En wanneer je een gerechten aanneemt, dan krijg je den zijn beloning. Dat heb je gedacht. Weet je, veel van ons komen onder het woord, we vormen vielleicht de kerk. Dan voor we een huis en zeggen, we hebben niets uit de boodschap gekregen. We worden niets geforderd. Wel, die wordt nur gefordert worden, als du in je feest metbringst. Wanneer je een kleine kuffeltje met hast, dan wordt het kleine kuffeltje vol worden. Wanneer je een 5 kleine armen metbringst, dan wordt het vol worden. So, wanneer die te aandacht wordt, sie oept hem leren, sie oept hem aannemen, met de hang op, neem aan. Du als du in je feest hast, du wordt die kriegen. Dat is wat de farge bedienen laat. De profeet, zijn beloning wordt die kriegen. En zo, dat moet aangenomen met een groot feest. Viele mensen voor een predigen zijn, wie voor in de kerk, maar ons wordt je bloß niet geforderd. Mijn vrouw is, wat van je feest hast met gehad, om die folderen feiden loten, niet zo. We zijn in Matteaus kapitel 11, und es begab sich, da Jesus solch Gebot an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging von da weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte seine Jünger 2 und ließ ihn sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr seht und höret. Die Blinden sehen, die Lähmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. So Jesus hat het Lot geschrieben. Matteaus schreibt het. En ik wil jullie zeggen dat sogar Jehaunnes, der Teufel, der laatste Prophet im Alten Testament, der fängt an te twijfelen. En wanneer Johannes anfängt te twijfelen, dann ist es für mich und dir gut nicht. Viele würden sagen, was kann man twijfelen, was muss man glauben? Well, hätten die twijfelen. Warum? Wegen wir sind noch hier auf Erde, wir sind Mensch, wir haben Verstand, was für ein gegen den Jahr schaffen wird. Paulus sagt, das Fleisch schafft gegen den Jahr. Und dann fangen wir an zu twijfelen. Und ich sage hier zu sein, das ist okay. Gott kann die Twijfelerien gut handeln. Wie es haben mit den Twijfelerien? Krijgt wie Johannes hij ging likt niet Jezus.
und sie das fangen an zu zweifeln, die sagen nicht, bist du da? Mit Johannes hat gepredigt für Jahren, dat das ist einer, der kämpft, ich sage nicht, wie seine Schuld zu bringen. Luther war dann, dass wir sein Vater, Jesus Christus, und dort, hij deed ihn taufen, und dann fängt Jesus ihn Dienst an. Und nu wordt Johannes über Eierstock für Wort, für die Wahrheit anstoßen. Er hat, kann ich ehrlich sagen, der Mund, der die hast, ist nicht dienen, das ist die Brüder dienen. Und ich kann nicht Leute am Anstarben. Luther weiß, dass Johannes muss sogar sterben für dort. Und nu fängt als Johannes dann sein Gefängnis und fängt an zu zweifeln und will nicht. So hij krijgt naar de source, würde sein, hij naar den Brunnen und sagt, da ich twijfel. Weißt du das? Jesus hat ihm nicht verdammt, und wo das an? Jesus hat Thomas auch euch verdammt für Zweifeln über die Auferstehung. Er sieht bloß, durch deine Finger schon das Lachen an. Ich will den Glauben halten. So Jesus hat eine Leid für Zweifler. Und das ist nicht, dass du dann ein schlechter Mensch bist und du auf einmal zweifelst, dass du Frauen hast. Über die Antwort ist, wo ihr es haben mit der Frau. Wohnen Gott mit dir, wohnen sie im Wort. Dann wird sich weiter mit dir. So Jesus sagt hier, der Johannes in die Jünger, so gut treu und sagt Johannes, was die sein hier. Was die sein ist, die Blinde, die kann was sein, die Lume, die kann was gehen, die wird krank sein mit Aussätzlichkeit, werden gesund, die wird nicht hören können, kann was hören, sogar die Toten werden von Toten abgeweicht. Und hier ist für mich Messe Nummer 1, er sagt, die Arme hier in das Evangelium. Hier sieht so, aber dann wieder vielleicht bloß für die Decke, ne? Well, das ist schon, aber das können sie ja auch sein. Und Jesus, wie er hier für die Arme bringt er in das Evangelium. Dann sagt er aber was Besonderes. Selig hast du, wer sich nicht an mich euert. Wir dürfen uns nicht an Jesus euren, haben uns können Ferien lernen, wollen uns können hängen am Licht führen, wollen uns können wo handleiten, was nicht gut ist für uns. Alles, was Jesus für mich und die tut, ist immer für uns ein Guten. Und wenn man dreht Jesus sich hier in den Menschen, dann sagt er, aus je, in dieser, was in Matteaus 11 nehmen, als je Johannes ging sein und am Hirten predigen, nach wem sei je gehen? Wer wird es Johannes? Das ist der von den Jesaja wahr sein wird, dass er wird seinen Engel verabschieden und der wird den Weg reden mehr. So Johannes will 500 Jahre vorab geprophezeit worden. Und das ist der Jesus sagt. Dann sagt Jesus, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen der große Seiden Johannes der Täufer. Er sagt, Jesus der Johannes hier sehr loben. Sagt er, der wird treu, der wird gottesfertig. Das ist keiner, was die Jungs was Jrata sein, ist Johannes. Dann sagt er über was Interessantes. Über den kleinsten im Himmelreich als Jrata aus Jehaunnes. Was? Jesus hat gut gesagt, was kann wir Jrata sein als Johannes? Und dann sagt er über den kleinsten im Himmelreich als über Jrata aus Johannes. Wir werden dit uiteenplakken. Wat is het Himmelreich? Wel, dat is het Christentum. Dat is de tijd waar ik nu ben woon. Wo Menschen können Jesus annehmen und Christ worden. Nu sagt Jesus, der Kleinste, der mit den Kleinsten glauben, der wird vielleicht zweifelt und fällt einmal weiter. Er sagt, das ist Jrata aus Jehaunnes. Weet je waarom das ist? Well, er sagt, wir gehen wieder in Vers 13, dort Johannes wie ein Prophet. Nu hört mal her, wo ist die Outline da? Johannes wie der letzte Prophet von dem Alten Testament. Jesus braucht das Neue Testament an, den neuen Bund, würde sein, mit seinem Blut, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen. Und nu sind wir krank so hoch und so gleich als irgendein Prophet im Alten Testament. Wo weit je wann aus dem Prediger im Alten Testament leben wird? Oder hört nicht in seine Botschaften? Wenn der bloß einmal Verdammnis predigen wird, wenn der bloß einmal Sünde abbringt, wenn der bloß einmal die sagt, wo Karte kämpft und wo die dort wo die gefehlt hast, dann lebt er im Alten Testament. Und das wird der Alte Testament nicht Propheten deuten. Wir sehen, wenn die sündigen, dann so. Wenn die Gott gehorchen, dann so. Nu in das Neue Testament, nu hat die Prophezeiung geändert. Nu als die Prophezeiung, sagt Paulus in 1. Korinther 12, 14, dass die Prophezeiung das ist in Muttersprechung, in Ermutigung und in Wassen. Und wenn ich über die Prophezeiung da, dann darf ich die nicht durchstampfen, dann darf ich die abheben, dann darf ich die abbringen. Dann sage ich, was ich in die sein kann, was Gott vielleicht in die tät.
Zum Beispiel, hier ist vielleicht jemand, der ist vielleicht leeg, falsch leeg und gleich mit Arm oder Ar essen nicht. Ich will über die Prophezeiung krijgen sein, mit die essen wird. Du bist in Gottes Bild gemerkt, in Gottes Bildnis. Jesus ist für die gestorben, du bist wer. Du bist was wird. Du bist sein Leben wird. Nu lügt hij die und raubt die, kommen seine sie. Und er was weiten, dass die wer bist. Und die was in den Hort feiern. Und klar kriegen. Er hat größte Prophezeiung gemerkt über die. Das ist der neutestamentliche Mode von Prophezeiung. Dort an den Mensch abbauen, was der Gold ist. Du hast Gold in die. Wir haben mit dem Gold gesagt, nicht so? Ich bin hier zum Sein, jef nicht ab. Kick nicht Jesus. Wenn du die hast durchgerannt, dann du büße über dort und sagst, ich habe Gott sein Wort durchgerannt. Ich will nicht für wieder einen heftigen Arm. Und ich will auch bekannt, dass ich sie was wird. Sei wie Sünder? Jo. Aber was mit der Sinn geworden? Das ist betont. Wir würden nicht gleich über Deal bringen. Wir würden gleich eine Fashion fahren, sozusagen. Und sein es wieder Sinn kann fängen. Wir würden bloß leben und die Erlösung und dann weiten, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Dinge schrieb ich ihm, sagt Johannes, 1. Johannes 5, ich lebe Vers 10, diese Dinge schrieb ich ihm, dass die weiten, dass die Gottes Kinder sind. Nicht, dass die hupen oder ein Tag, weil sie kriegt nie. So muss Gott ihn gut sehen. Der wird nu im Himmelreich. Jesus nur feucht. Und der ist schwach und der fällt fertig. Aber wenn er Jesus hinkennt ist, dann ist der Krieg so gleich mit Johannes, sagt Jesus hier. Und hat das an ihr erklärt. Das ist Matteaus, Kapitel 11, Vers 11. Ich kann das alles lesen und eben nur denken. Muss Gott ihn gut sehen. Das ist immer das. Und bald treiben wir das gewöhnliche Programm. Je hebt 12:50 KI.